Ja, Freunde, es geht weiter im Text hier zurück bei Anno 1800. Wir warten jetzt auf neue Luftschiffe, also auf die Produktion neuer Luftschiffe. Und, ja, wie soll ich sagen, war? Wenn jetzt die drei hier in Produktion sind, der Zephyr, der Pegasus und der Manticore. Interessant dürfen vor allem der Zephyr und der Pegasus sein. Da habe ich mir sagen lassen, also haben sie mal ein bisschen verglichen und so. Auch natürlich auch mit dem Hermes. Also eigentlich sollen Pegasus und Zephyr am besten sein. Angeblich, aber es ist halt ein bisschen unterschiedlich wofür. Das Sahnehäubchen für unsere Freundschaft. Nein, danke. Das darfst du nicht. Zum Beispiel, was man mittlerweile sieht, da als Wert zum Beispiel, ist ja nicht nur die Segelgeschwindigkeit, sondern auch die Intercession Speed. Da geht es offenbar darum, wie schnell sind diese Schiffe, wenn sie von einer Region zur anderen reisen. Diese Werte sieht man nicht nur jetzt bei den Luftschifffangen, das sieht man irgendwie auch bei den Schiffswerfen und so. Was eigentlich ganz geil ist. Und ja, man sieht zum Beispiel auch bei den Harpier, dass irgendwie Session Speed noch irgendwie von etwa 90 hat und so. Der irgendwie von 80, Manticore. Hermes von 100. Pegasus 130. Zephyr hat 170 Intercession Speed und Boreas nur 100. Und angeblich soll es so sein, Zephyr soll halt zwar Verladegeschwindigkeit, okay, da sieht man es auch, Verladegeschwindigkeit, aber das sind nur 50%. Interessant. Angeblich soll Zephyr für überregionale Reisen soll der eigentlich am besten sein und der Pegasus eher, wenn man halt innerhalb einer bestimmten Region verbleibt. So, bevor ich mich hier weiter damit beschäftige, das heißt, es war ja alles eine Theorie, will ich erstmal die drei Dinger hier gebaut haben. Bis dahin machen wir was anderes. Und zwar erstmal die Seepocke. Ganz kurz hier hoch, hier will ich ja sowieso noch dies und das und auch hier noch optimieren. Natürlich auch, wie wir es schon länger gesagt haben, die Produktion vom Fischöl hierin verlagern. Und dass ich auch mal angemerkt habe, die Arktis, dass wir hier die Goldproduktion voranschreiten lassen. Da habe ich ja in der letzten oder vorletzten Folge den Quatsch erzählt von wegen Goldvorkommen, das ist das neu und so. Nee, das gab schon immer Gold hier oben in der Arktis. Ich habe es noch irgendwie nicht mehr im Kopf gehabt, in der letzten Folge. Vor allem ist das eine tiefe Goldmine, sprich, die gibt richtig Power. Das heißt, ich muss Gold vor allem hier schürfen. Und was ich noch angemerkt habe, ist mit dem, das war gerade auch vorletzte Folge, mit dem Radius der Lufthäfen. Stimmt was nicht Vom Postamt. Genau. Der betrifft aber nur hier. Also nur in der Arktis ist der Radius verbreitert worden. Sonst nirgends. Das nochmal so ganz kurz noch erwähnt. So, werde ich hier mal noch die Items wieder ablegen. Ja, alles sehr, sehr geile Items. Sehr schön, sehr schön. Luftschiff. Also, wie gesagt, hey, hier will ich ja eigentlich die Schiffe hier, die Routen hier ersetzen, ne? Gucken, was ich eigentlich so alles haben. Wir haben Fleischkonserven, Öllampen, Pemmikan. Hier habe ich noch was anderes, aber die Gänsefedern kommen von hier ja weg. Dann habe ich hier noch Robbenfelle und Walöl, aber die ernähren sich eigentlich von dem her auch vom Pemmikan hauptsächlich. Die frieren auch alle, weil ihnen fehlen auch die Schlafsäcke. Ja, hier muss ich unbedingt noch ein bisschen was machen. Genau, Öllampen brauchen die ja nicht. Die habe ich eigentlich nur gemacht, die Insel. Gänse fahren und so. Die Dinge noch zu produzieren. Okay, okay, muss ich mal gucken. Ah, sehr schön. Erstmal gucken. Ja, der hat eine gute Größe. Der gute alte Orion, der Orion Express. Also bei ihm soll es so sein, er soll Probleme mit dem Anflug haben quasi, oder es halt lange braucht, bis er weggeht, also abhebt. Ja, man sieht es auch hier. Dafür soll er nachher unglaublich schnell sein, eben auch interkontinental, also überregional, wie es das schön heißt. Sind auch hier sehr schön, wie die natürlich viel schneller sind. Der soll auch im B-Land und Endland langsamer sein. Neutralen Auftrieb erreicht. Als die anderen Schiffe. Aber eben soll dafür, wenn man halt überregional Dinge verschifft, soll er
einfach grandios sein. Die Idee wäre, irgendwo die Frühkühlschiffe zu ersetzen. Muss ich aber erstmal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, dann wäre irgendwie die Idee, so ein C4-Luftballon für überregional zu versenden. Geben Sie uns einen Kurs. Die Harpien eventuell für Luftpost zu verwenden. Und dann das nächste Schiff, was gerade in Produktion ist. Die Pegasusse, die würde ich dann halt doch eher für Ding nutzen. Innerhalb einer Region. Weil da sollen sie halt echt gut sein. Angeblich zumindest. So, natürlich kostet das Ganze auch Einfluss und so, ist mal alles bekannt. Da werden wir sowieso gucken mit der Gelegenheit. Und noch ein bisschen mehr Einfluss kriegen. Ich soll ja auch die Inseln verkaufen, so, weil ich habe ja Anteil tut die Insel auch noch. Nicht Militär. Wir haben die Luftschiffe. Kostenloser Einfluss. Da haben wir jetzt tatsächlich gerade. Sind wirklich gratis einen Einfluss? Tatsächlich. Ja gut, wenn natürlich nur Materialien kosten, muss ich die natürlich auch noch machen, wa? Soll ich, bis die anderen schon mal unterwegs sind? Warte mal, wisst ihr was ich mache? Mach doch mal einen Test. Ich lasse ein Luftschiffchen hier. Und zwar ihn hier. Und die beiden schicke ich mal auf Mission. Ich will mal gucken, wie schnell die sind. Natürlich schicke ich jeden einzeln vor. Ich mache es erst mit ihm hier. Wir sollen beide in die alte Welt gehen, beide nach Bright Sands. Materialien holen. Ich will mal gucken, wer schneller zurück ist. Ihr seht, der ist verflucht schnell unterwegs am Anfang und der sollte nachher noch eine Geschwindigkeit zulegen, sobald er unterwegs ist. Ah, da macht der einen saumäßigen Lärm, ey. Wow, Achtung, Luftkollision. Okay. Sieht trotzdem geil aus, ihm das. Alter, ist der laut. Im Schwebezustand. Das gefällt mir trotz allem. Wo ist er jetzt hier, der da? Ich muss wieder mal ein bisschen aushelfen, Kumpel. Manövriere statt erfriere. Das ist der Plan. So, hier habe ich ja viele, viele Arbeiter. Sehr schön, sehr schön. Toll, geht, glaube ich, ein bisschen ganz langsam runter. Das stimmt mich jetzt momentan nicht wirklich. Eventuell hier das mal noch optimieren. Ich bin dann noch nicht Fan von, aber es hängt auch von der Ölquelle hier ab. Natürlich die hier loswerde. Wäre mir auch schon mal wieder sehr viel geholfen. Aber ja, Ölquelle verschieben wird bis auf weiteres nicht möglich sein, weil es zu teuer ist. Höhe stabil. Der ist mit der Post wieder da. Okay. Das sind die Dinger. Dann hier muss ich noch was machen. Da will ich auch alles ein bisschen anders hinstellen und so, nicht wahr? Soll ich hier die Dinger schon mal abreißen? Ich habe so viele Einwohner insgesamt über die ganze Insel verteilt. Ich kann es doch eigentlich leisten, oder? Oder kriege ich stattdessen ein Leistenbuch? Also. Die Dinger noch ablegen. Dann. Sonst Materialien sind gut verteilt im Allgemeinen. Ja, schade, ich sehe nur, dass die in Produktion sind, aber nur hier sehe ich dann, wie viel die gerade wirklich am Achten sind, wa? Okay. Weltkarte, genau, mal gucken. Okay. Die beide schon da? Also der andere hat gut aufgeholt, muss man sagen. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, er ist eigentlich schnell, aber dafür, dass der andere so fett ist und es so aus, als würde er kaum vom Platz kommen und vom Fleck wegkommen. Neue Befehle? Das weiße Gebiete.
Da, ist er auch schon da. Also was heißt ja auch schon, aber er ist da. Okay, das wird soweit also funktionieren. Sehr schön, sehr schön. Klar, ist ein bisschen teuer und so, aber ist halt so, shit happens. Die Arktis mehr ausbauen. Naja, habe ich ein paar Notizen dazu gemacht, wie ich das gerne handhaben möchte. Hier muss halt ein bisschen gucken, wie ich das mit den Materialien mache. Dann vielleicht doch irgendwie 3 Routen brauche. Einerseits für so Sachen wie Pemmikan, Schlafsäcke, Öllampen, Fleischkonserven plus Hundeschlitten, das wäre dann eine Route. Ich kann das schaffen. Ich kann's schaffen. Also ein Schiffchen, was von hier die ganzen Materialien aufnimmt und auf meine 3 Inseln verteilt, die ich habe. Ich glaube, wenn er wirklich so schnell auch unterwegs ist und so, sollte das doch aufgehen. Aber zumindest mal. Genau, wären das ja 5 Waren, das würde von dem her eigentlich aufgehen, wa? Noch sind wir nicht tot. Weil mehr brauchen sie auch nicht. Lebensqualität. Die lokale Post, das ist ein anderes Thema. Rum. Hey, nochmal 3 Technik dazu. Kann man sich überlegen. Dynamit, ne, würde ich sowieso nicht machen. Aber Rum kann man sich überlegen. Da wären wir aber bei 6, wa? Warte mal. 1, 2, 3, 4. Na, hier Wärme noch. Ja, Schnaps will ich eigentlich auch machen, ein bisschen mehr Wärme. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Mit 6 Stück könnte es trotzdem funktionieren. Wenn ich eh 3 Schiffe brauche. Aber da muss ich natürlich überlegen, wa? Ob ich das wirklich dann so machen will. Also in dem Sinne wäre es die Idee gewesen, dass ich hier sage, okay, ich baue mir 3 Pegasus-Schiffe und schicke die in die Arktis. Und dort alle anderen Schiffe zu ersetzen. Was sollen die Pegasus-Schiffe tun? 2 davon sind eben für diese Waren zuständig. Das dritte wäre halt für Kohle plus Arktisgas. Und dann gibt es halt noch einen großen Boomer, den C4. Der verschifft alle Waren, die ich für den Austausch zwischen Arktis und alter Welt brauche, hin und her. Da heißt natürlich demzufolge Kohle und Arktisgas. Aber halt auch die ganz anderen Dinge, die ich dann hin und her verschieben muss, wie Rentierfleisch, Messing war glaube ich noch etwas, Fleischkonservendosen, etc. etc. Das sind eigentlich die Dinge gemeint. Nur eine Okay, kleine könnte aber funktionieren, Freunde. Der Inseln ist der Einfluss pro 1000 Inselfelder Einflusskosten. Fragen wir halt gerade, ob irgendwie ich habe Bayern nachher wieder aufgeben, wenn das wieder ein bisschen Einfluss zurückgibt. Ich habe viel Einfluss, nächster Einfluss der Gesamtbevölkerung ist halt schwierig. Einfluss in Investoren. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. So, nochmal ein bisschen über die Bücher, wie ich das mit den Einflüssen so wieder ein bisschen besser hinkriege. Frachtluftschiff, ja, mein Boreas kostet mich kaum Einfluss, das sind nur 3 Stück. Der Hermes sogar nur 2. Der Pegasus bereits 5 und der C4 halt 9, das ist Wahnsinn, ey. Aber wenn ich halt relativ viele Boreas, Luftschiffe und so dafür einsparen kann. Und hier natürlich zum Teil auch noch die Dinger. Vollkühlschiff ist zwar nur 6, die Great Eastern kostet mich halt 10. Die Great Eastern hat halt 8 Plätze, die darf man nicht unterschätzen, Freunde. Ja, das mit dem Ding, da muss ich echt gucken, mit dem Einfluss ich das irgendwie hinkriege. Aber das natürlich dann nach und nach. Wir wollen jetzt übertreiben, nicht wahr? Also. Ich habe natürlich mehr Arktisgas unten, das ist klar. Hier habe ich sowieso ein gutes Plus, also kann ich auch relativ viel mitnehmen.
Weil ich glaube, ich gehe sowieso auf Arktis-Gas, weil eben ich habe mehr Speed drauf. Klar, Ladegeschwindigkeit geht ein bisschen runter. Fahrverlangsamung plus 10%. Aber trotzdem, dann im Endeffekt trotzdem noch irgendwie 5% Bewegungsgeschwindigkeit. Auch wenn ich dann Fracht geladen hätte. Also verstehe ich es zumindest. Wenn ich keine Fracht geladen habe, habe ich einfach den puren plus 15 Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn ich Fracht geladen habe, habe ich halt plus 10% Fahrverlangsamung, sprich habe ich eben noch irgendwie 5% mehr Speed drauf. Also verstehe das natürlich komplett falsch und dann hätte ich aber ein echtes Problem. Warte auf Befehle. Aber das muss ich jetzt halt ein bisschen ja, herausfinden. Noch in die fehlenden Waren. Könnt ihr eigentlich mal machen, weil da heißt, wir müssen ein paar Fleischkonserven mitnehmen. Geht nur darum, dass ich mal die Quest hier erfülle, weil permanent will ich es gar nicht dabei haben. Der Pegasus, was hat der andere? Der Hermes. Natürlich einfach Platz weniger als Boreas, war. Das kleinste aller Frachtluftschiffe. Ist aber gleich schnell für Intercession wie Boreas. Bereit für den Einsatz. Ja, eben die Heliumschiffe hat Ich habe da Pläne für neue Expeditionen. 100 Punkte mehr Trefferpunkte. Also 100 Trefferpunkte mehr. Natürlich schon cool, an und für sich. Ob man es auch braucht, ist dann halt wiederum die andere Frage. Moment, was ich nachgucken wollte. Einmal Dampfmaschinen, Segel. Okay, Segel mache ich ja selber. Ach, vor allem Kanonen und Dampfmaschinen, weiter mal gesagt. Jetzt noch 135, aber schaden kann es nicht. Oder vielleicht doch, warte mal. Wohin soll's gehen? Ein bisschen zu wenig genommen, ich nehme ein bisschen weniger. Also noch ein paar Kanonen. Neutralen Auftrieb erreicht. 18 Minuten rum, ey, krass. Dampfmaschinen und dann wollt ihr noch die Fleischkonserven haben, wa? Neue Ziele? Ups. Geben Sie uns einen Kurs. Stimmt, ich glaube, ich habe die beiden kleinen Luftschiffe, die Harpin, auch mit der Frachtverlangsamung schon getestet, oder? Also ich habe bei beiden auch schon komplett alles reingeballert und dann geguckt, wie schnell sind sie. Bereit zum Abheben. Ja komm, der ist trotzdem relativ fix. Obwohl er gerade so voll ist. Ja gut, ist natürlich im Wind drin auch noch. Aber auch sonst, nee, ich glaube, das ist fast schon so. Extravaganter Dampfer. Wir haben halt nur 6 Kapazität. Die Great Eastern ist natürlich auch viel teurer. Vom Stapel gelaufen. Mal sehen, das jetzt hier eigentlich auch, wie schnell die wären. Intercession Speed, ja, sehe ich auch, okay. Das sind natürlich hier die Segeldinger. Wie sieht es denn hier aus? Ja, sieht auch alles anders aus als früher. Monitor mit blauem Flammenwerfer. Nun, halten Sie lieber Mit die Arktisgas. Feder oder das Schwert. Enchanté. Sie haben es sicherlich längst kommen sehen. Was? Nein! Schiff unter Beschuss. Also ein bisschen vorschnell. Moment, ist nicht so das Problem. Wir hatten gerade einen Quick Save.
Ja, vor 2 Minuten. Ah, Mann, da ist er, wenn man zu schnell wegklickt. Doof, doof, doof. Das mit den Luftschiffen, nee, da muss ich echt aufpassen. Pegasus C4. Vielleicht mache ich trotzdem nochmal einen Test, Freunde, dass ich nochmal einen Pegasus baue. Einen C4 baue. Und zwar wieder ein bisschen Einfluss, okay. Ein C4 mit Helium baue. Den auch voll bestücken mit vollen Waren. Und den nochmal gegen einen anderen C4 antreten im Arktisgas. Weil ich will da echt auf Nummer sicher gehen. Dass mit dem Arktisgas hier auf Nummer das Richtige mache. Und ja, eben, man kann jetzt natürlich fragen, warum führen wir überhaupt Helium ein, wenn das Arktisgas hier trotzdem irgendwie solche Boosts hat, im Gegensatz zum Helium. Aber man darf natürlich nicht vergessen, Freunde, diese DLCs sind unabhängig voneinander, oder sollten sein. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel sagen, hey, ich habe keinen Bock auf die Arktis, ich spiele nur alte Welt plus neue Welt mit den DLCs. Könnte ich ja machen. Oder ich sage, hey, Arktis, ja, zocke ich zwar schon, aber ich habe keinen Bock auf das Gas. Kann natürlich auch für neue Spielstände. Und dann kann ich sagen, okay, komme ich auch mit dem Helium aus. Und das ist jetzt mehr für diejenigen wie uns jetzt, die mit den alten Spielständen weiter spielen und deswegen auf alles Zugriff haben. Und da muss ich natürlich trotzdem sagen, okay, da muss Arktisgas trotzdem noch irgendwie verlockend sein. Und dann nicht einfach zu sagen, okay, Arktisgas, braucht keine Sau mehr. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. So. Sind wir wieder hier. Wollen wir überhaupt wieder genau hier? Ach, vorhin hier, weiß ich gar nicht mehr. Sind die noch? Sind die schon Wohin beladen? soll's gehen? Ganz kurz bevor ich sie beladen hatte, war. Also die geht wieder zurück. Dann wollte ich hier ja Dampfmaschinen plus Kanone mitnehmen. Nein, Moment. Beide Kanonen mitnehmen. Neutralen Auftrieb erreicht. Und die Fleischkonserven, genau. So, jetzt hat er ein bisschen Speed drauf. Natürlich ist der generell trotzdem schneller. Aber es geht mir ja um den Speed überregional, wie es dort dann so ist. Sind glaube ich hier am Nebenvorkommen verschieben dran, okay. Kann anpassen, ist mir eigentlich. Ist das jetzt momentan noch gerade wichtig oder nicht? Ob ich das machen kann, nee. Ich muss dringend ein bisschen mehr Einfluss zurückgewinnen. Die Handelskammer ein bisschen abschmecken und so. Weil sonst, Pendlandige stehlen, Inselanteile. Ja, die brauche ich, weil sonst habe ich ein Problem. Weil Inseln mitunter wieder aufgehen, zum Beispiel jetzt noch hier Bruvis. Klar, brauchst es für mäßig und so weiter und so fort, aber Vom Stapel irgendwo muss ich dann vielleicht sagen, brauche ich es wirklich noch oder ist es gar nicht mehr notwendig? Ups. Der wollte gar nicht. So. Bereit zum Abheben. Das ist also ein Pegasus. Ihre Ja, der ist wesentlich schneller. ist mir ebenso recht, Sie sind zu großzügig. Hat 5 Kammern. Das klingt eigentlich schon mal geil. Abflug bereit. Aber auf das sind 4 Stück davon, wa? Die ich hätte. Jetzt warten noch den Manticore, der kostet mich nur einen Einfluss. Da ging es mir mehr ein bisschen zum Gucken, wie es aufgebaut sind. Aber ich glaube, ich baue nachher nochmal einen Pegasus. Ja, der Einfluss war. Ja, warte mal, ich glaube, ich baue so einen. Ich baue nochmal so einen Pegasus mit Helium. Um dann die nochmal gegeneinander anzutreten, genau. Ich mache es mit dem C4 und dann mache es mit dem Pegasus. Ich glaube, das ist vernünftiger. Also, jetzt sind die beiden anderen Schiffe unterwegs. Ich gucke nochmal ganz kurz die Arktis. Hier ist ja nicht alles unbedingt optimal, auch zur Zeit nicht. Noch nicht? Postamt, ich hätte Aufgepasst. Sie wären eigentlich der nichts Erste, der hier dagegen. ausrutscht. Das Problem ist, es kostet mich wieder viele Arbeiter.
Und ich habe hier keine Chance, irgendwas auszubauen. Ja, das mit der Kohle und so. Sehr Arktis muss noch einiges machen, ey. Hätte ich nicht gedacht, Freunde, dass mir die Arktis mal so ins Bein pisst. Wir bauen unsere Iglus aus allem, was wir finden. Ja, ich merke schon. Bei ihm hätte ich auch gerne das Item, was wir gerade im Herstellen sind. Beziehungsweise demnächst herstellen, aber er hat es einfach nie. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Er hat es einfach nie. Robben sind heilig. Wir verschwenden nichts von ihnen. Alle Tiere sind heilig, du Ihr Pisser. Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay. Aber der andere ist auch schon da. Also ja, der Speed von dem Teil ist wirklich gut. Kannst nichts sagen, Freunde. Der Speed ist echt gut. Habe ich hier Ding schon abgelegt? Ja, tatsächlich. Propeller drehen sich. Ich überlege, ob ich Boreas mal noch... Ja, warte mal, nee, wir machen das anders. Du kannst das Ding schon mal ablegen, dann kannst du mal ganz kurz rüberdüsen. Höhenruder einstellen. Ein paar Ziegel mitnehmen, dann kannst du mal in die alte Heimat, zumindest was das Gas betrifft. Die flotte Forelle. Wie lange war dann das andere Schiff zum gebaut werden? Ja, geht eigentlich noch. Höhe stabil. Ich muss ein Krallenschiff mal bauen, wa? Ja, Ölimporte. Und da kommen wir halt nicht drum herum. Die Ölimporte muss ich halt so belassen. Luftschiff. Ja, das klappt noch nicht so richtig. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Da habe ich auch gelesen, dass der Bug hier, dass die Schiffe jetzt halt irgendwie im Lufthafen zu gehen, Kleines Dankeschön für dich. das noch nicht so richtig gefixt ist. Volldampf voraus. Wir sind zwar irgendwie dabei und so, das noch zu fixen, aber ich glaube, das wird noch ein, zwei Folgen dauern. Versionen natürlich dauern. Höhe stabil. Wenn es Folgen dauern würde, wäre es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen egaler. So ist einfach ein bisschen doof, aber shit happens. Ja, also hier oben muss irgendwie noch ein bisschen was machen. Wie ist mit der Ölquelle? Mal gucken. Die Hallen haben andere Probleme. Ja, sehen, der hat doch nicht so einen großen Radius, wie ich gerne hätte. Er ist schon groß, aber ich hätte es gerne ein bisschen noch größer. Hier umbauen ist. Ja. Der Platz ist echt eng. Vor allem natürlich jetzt auch hier mit Ölraffinerie. Also hier muss ich definitiv, Willst du uns zuschauen? wenn es irgendwie verbessern kann. Brandwahrscheinlichkeit, ja. Ist halt so, kann es nicht ändern. Luftschiff. Was wir mal bräuchten, soll ich mal Dinger hier vorsehen da unten? Ne, eigentlich wollte mal die hier mal ein bisschen planen, wa? Affenmeister rein, die 3 Items runterschicken und dann haben wir hier oben sehr viel Fischöl. Ich mache ja auch ein paar neue Luftschiffe noch. So, währenddessen kannst du mal noch Ziegel einladen und dann geht's für dich ab in die Arktis. Mehr Druck im Kessel. Was darf es sein? So, warte mal, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Jetzt habe ich die hier. Ja, der ist auch hier. Also das Ding mal hier ablegen. So. Da fordert der Orion. Wir sind unterwegs. Sie haben Post. So, das habe ich ja theoretisch mal vorbereitet, wenn ich es auch mal bräuchte.
Aber ansonsten, Freunde, zum einen natürlich mal die Folge beenden, ist klar. Zum anderen dies und jenes hier vorbereiten. Muss aber sowieso langsam, weil was soll man sonst machen? Die bringt irgendwie auch nichts mehr. Alles ist randvoll. Stimmt, ja, kostet eh nur Kohle. Ist einfach die waren noch hier drauf. Ich baue da eh nichts mehr, aber insofern, nach die hier Fischelfabriken kann ich mir auch schenken. Ich baue auf der Insel eigentlich nur noch die Dinger, die Baumschulen, die paar. Also 3-mal Zimt und 3-mal Kokosöl. Weil ganz ehrlich, wenn ich das mit dem hier kombiniere, ich meine, das Gebilde hier ist cool, keine Frage, dann müsst ihr das danach eigentlich duplizieren hier unten. So 2-mal hinbauen, einmal irgendwie hier unten, einmal hier. Mit den Handelskammern, nee, das wird ein schöner Spaß. Ah, stimmt, jetzt hat er ja mal Fleischkonserven. Darum können wir in der nächsten Folge noch kümmern, dass wir die Dinger mal abschließen. Dann nehmen wir hier bloß noch eine einzige Quest und dann passt es eigentlich auch, wa? Das kostet mir noch alles noch so viel Einfluss, Freunde. Kaum zu fassen. So, ist eigentlich mal da. Der kommt von da unten. King William Island. Ja, muss erstmal hier hin. Erstmal hier hin und dann weiter gucken. Okay. Freunde, will man an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Klappt das so einigermaßen, wenn ich hier hinstelle? Und sowieso nichts sehe. Und von Luftschiff nur den Arsch sehe. Es wird bald ankommen. Also fett sind sie schon, ne? Kannst sagen, was du willst. Wir sind abflugbereit. Immer der Nase nach. Hallo? Komm mal raus aus diesem Dickicht hier. Aber ist unglaublich, hier kann ich ganz mal irgendwie abholzen oder so. Ja, natürlich nicht. Hilfe! Zu viel Grün! Ich hasse Grün! So. Okay, das ist natürlich episch, hey. Und eben, ich hoffe und glaube, dass die beiden Luftschiffe uns in nächster Zeit viel beschäftigen werden, aber auch ja, unsere Handelswege optimieren werden. Der da für innerhalb einer Region und der da interregional oder überregional, wie auch immer man dem sagen möchte. Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei 1800 in unseren geilen neuen Luftschiffen und hoffentlich noch vielen weiteren. Und vor allem natürlich vielen weiteren Erfolgen war. Bis dahin, bye bye.